Willkommen zu Kaffee Clash, ein Magazin, wo Gartenkultur ganz groß geschrieben wird. Ich gieße hier, kombiniert mit unserem schönen Online-Themen. Dafür ist Sophia da. Schön, dass du dabei bist. Hallo Mario. Wir haben natürlich auch für euch heute wieder ganz interessante Themen. Zum Beispiel ist unser herzallerliebstes Känguru Momo wieder da. Und dabei sind uns interessante Fragen durch den Kopf gegangen, wie zum Beispiel, wie oft muss man mit einem Känguru Gassi gehen? Was muss man bei so einem Känguru mit dem Beutel machen? Wie oft muss man den reinigen? Und generell, was ist so ein Känguru? Diese Fragen stelle ich an euch da draußen. Schreibt sie der Sophia. Und dann werden wir später natürlich darüber sprechen. Und wir haben ein ganz interessantes Thema diese Woche. Und zwar startet die CO Pop. Und dafür habe ich nicht nur ein paar bunte Köpfe eingeladen, die uns hier ein bisschen unterhalten werden, sondern auch denjenigen, der das ganze Programm, der die ganzen Stars hier nach Köln holt. Und damit willkommen zu Kaffee Clash. Wir haben natürlich für euch auch die interessantesten Themen aufgearbeitet, die im heutigen Tage wieder im Netz rumflogen. Ja, ihr seht gerade, hier fehlt was ganz Entscheidendes, und zwar, es ist kein Kuchen da. Und das, obwohl heute der internationale Tag der Eiscremetorte ist. Ja, kein Spaß, in Amerika ein offizieller Feiertag, da wird dieser Tag relativ groß gefeiert. Man isst die Eiscremetorte entsprechend, um diesen Tag wirklich zu würdigen. Und apropos Eiscremetorte, da gibt es eine sehr schöne Geschichte zu. Und zwar kann man in Amerika Torte auch per SMS bestellen. Das ist jetzt kein Spaß, einfach kurz eine SMS rübergeschickt an den Bäcker und dann richtet der zum Geburtstag der lieben Tochter eine Torte an. So was kann allerdings auch schief gehen. So ist zum Beispiel eine Mutter hingegangen und hat für ihre 21-jährige Tochter eine SMS an den Bäcker geschrieben und darum gebeten, oben auf der Torte ein blondes Mädchen zu platzieren. Das Problem ist, bei der Autokorrektur der SMS, des Handys, ist aus dem blonden Mädchen ein blindes Mädchen geworden. Und das Resultat sehen wir hier. Das ist witzig und traurig zugleich. Ja, also so viel zum Tag der Eiscremetorte. Sophia schaut auch schon ganz traurig rein. Aber, also, liebe Chatter, schön, dass ihr alle da seid. Pingo sehe ich auch schon, Jana habe ich eben auch schon gesehen. Schreibt fleißig, beantwortet unsere Fragen. Und wenn ihr wissen wollt, was bei Facebook alles so abgeht, dann habe ich jetzt für euch was ganz Interessantes. Ihr kennt ja zum Beispiel diese Autoplay-Funktion. Ganz neu, habe ich eben gehört. Und zwar auf der Timeline, ihr scrollt durch und jedes Mal, wenn ihr über ein Video drüber geht, fängt dieses Video automatisch an zu spielen. Eigentlich eine sehr coole Sache. Man sieht sehr viele Videos, die man sonst vielleicht gar nicht beachten würde. Katzenvideos, Hundevideos, Känguru-Videos, was es da alles so gibt. Es können aber auch schockierende Sachen dabei sein. Und so hat die New York Times, eine Dokumentation über... Sophia, hilf mir weiter. Es ging darum, dass die New York Times ein Video gepostet hat über ein Schiff auf dem offenen Ozean. Und man hat leider gesehen, wie auch dabei Menschen gestorben sind. Das finden natürlich nicht alle so toll mit der Autoplay-Funktion. Haben Sie dementsprechend darüber beschwert? Haben sich darüber beschwert, genau. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man diese Autoplay-Funktion abstellen kann. Facebook ändert ja immer sehr gern seine Einstellung. Ich habe euch das mal vorbereitet. Und zwar... Genau, klickt ihr hier oben auf diesen Pfeil oben in der Ecke, geht auf Einstellungen. Hier seht ihr dann auch unten links Videos und hier steht schon Video Autoplay aus oder ein. Und damit hat sich die Sache schon erledigt. Fantastisch. Sophia, wenn wir dich nicht hätten, dann würde die Welt wahrscheinlich untergehen. Was würdest du ohne mich tun? Oder es würden zum Beispiel Kängurus verschwunden werden, gehen, weiß auch immer. Aber jetzt ist zum Glück eins wieder da, und zwar Känguru Momo. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ich hatte es anfangs schon mal thematisiert. Das Hauskänguru aus Weiden, was leider einen Einbruch miterleben musste. Ein Skandal. Einbrecher haben das Haus ausgeraubt und dabei auch das Gatter des Kängurus zerstört. Und anstatt, dass das Känguru sich in eine Ecke verkrochen hat, hat es sich kurzerhand aus dem Gatter befreit und ist geflohen vor den Einbrechern, kann man so sagen. Und das war natürlich eine ganz große Aktion. Die Medien haben alle darüber berichtet. Und jetzt ist es glücklicherweise wieder da. Und wir haben uns gefragt, was muss man bei so einem Känguru alles beachten? Sophia, gibt es dazu interessante Anregungen?
Also der Chat freut sich auf jeden Fall, dass Momo wieder da ist. Zum Essen zum Beispiel Mais, Apfel oder Salat, das ist bestimmt groß gesehen. Freuen sich auf jeden Fall, dass Momo wieder da ist. Alle denken, dass so ein Beutel auch sehr praktisch ist. Ich finde das auch sehr praktisch. So ein bisschen wie in den 90er, so mit Bauchtasche. Vermutlich war das Känguru Mithilfe bei dem Diebstahl. Ach. Und die haben alles das Känguru im Beutel versteckt. Genau, das wird es gewesen sein. Das muss es sein. Ja. So viel zu den Trending Topics und damit kommen wir auch zu unserem unterhaltsamsten Part des heutigen Tages. Und zwar haben wir 2 Jungs gefunden, die unter anderem auch bei der CO Pop spielen und das hat uns sehr gefallen.